Mandel-OP nicht so wie geplant. Oh Mann. Eigentlich nicht lachen. Ich darf nicht lachen, aber das Bild da. Digga. Es ist nur, ich und Lersu sind so. Joke, ist mal wieder der Freitier. Lersu. Ja man, der Lersu ist wieder back in the business. Und zwar ist das so ein bisschen mein erstes Video nach meiner Operation, respektive es ist mein erstes Video nach meiner Operation, nach meiner Krankschreibung. Und heute reden wir mal über das, wie mir ist gegangen. Und viele Leute haben mich gefragt, hey Lersu, was ist passiert? Ja, ich habe mir hier ein bisschen Notizen auf dem Handy gemacht und gesehen, gerade die Kamera-Akku hat nicht mehr so viel. Fangen wir mal an. Digga. Ich fange das Video an, Kamera-Akku ist leer. Das kenne ich nicht. Bei mir ist der Akku nie leer, Chat. Vorgeschichte. Und zwar, es war so, dass ich innerhalb, respektive letztes Jahr hat es angefangen. Viele kennen vielleicht Angina oder Mandelentzündung, sehen wir dem mal. Das haben normalerweise eher Kinder. Können natürlich auch bei Erwachsenen auftreten und so weiter. Und bei mir ist eben letztes Jahr hat es angefangen. Ich war krank, dies und das, bin zum Doktor, habe Medikamente bekommen. Und seitdem habe ich innerhalb von einem Jahr verfickte 10 plus 1, also 11 Mal, also so circa alle Monate einmal, habe ich Mandelentzündung gehabt, bin eine Woche im Bett gelegen, nichts gemacht, dies und das. Also mir ist es wirklich nicht sehr gut gegangen im vergangenen Jahr. Und ich habe natürlich auch Antibiotika bekommen und so weiter, was natürlich jetzt auch nicht das Gesündeste ist und so weiter. Und habe mich dann schlussendlich entschieden, den Schritt in dem Sinne zu wagen, die Angina vorzuräumen, indem ich die Mandeln rausoperieren. Aber wieso haben wir das nicht früher gemacht? Beziehungsweise wieso haben wir die Mandeln nicht früher rausgenommen? Und wie kann es sein, dass er jeden Monat wieder Mandelentzündung gehabt hat? Weißt du das irgendwie jemand im Chat? Das war am 10. März nicht der Fall. Ich habe einen Termin bekommen, wo ich mich ins Spital durfte für diesen Termin. Und bei mir war es eigentlich sehr gesund. Ich bin eigentlich fast nie zum Doktor. Mandeln werden erst operiert, wenn sie ein Problem sind. Ja gut, aber das ist ja obviously ein big Problem gewesen, schon lange. Und so eine Operation hatte ich auch nie gehabt, also ich war auch natürlich sehr nervös gewesen. Und das ist eine Vollnarkose und so weiter. Es war ein bisschen alles neu für mich gewesen. Und ja, ich bin dorthin, Mandel rausgeschnitten. Ich glaube, um 9 Uhr bin ich operiert worden, um 9 Uhr morgens, dann bin ich um 11 Uhr wach gewesen. Und beim Aufwachen mir ist es eigentlich relativ gut gegangen, nicht mal grosse Schmerzen. Liegt wahrscheinlich auch an den Drogen, die ich dort verabreicht bekommen habe. So, das war ja klar, Alter. Ich habe die Kamera extra noch aufgeladen, Alter, aber auch einfach zu wenig lang, weil der Stecker ist nicht drin, Kollege. Fucking Minute habe ich aufgenommen. Auf jeden Fall, ich mache es jetzt echt mit dem Handy. Also ich bin um 9 Uhr so circa operiert. Das sollte nicht lachen, aber es worden. Dann so um 11 Uhr plus minus wieder aufgewacht. Es ist relativ gut gegangen. Natürlich wegen der Drogen. Und ja, ich war eigentlich relativ gut weg gewesen, habe noch nicht groß etwas gespürt. Und dann so gegen Abend haben natürlich die Schmerzen dann schon langsam eingesetzt. Es war eigentlich so, ich war 3 Tage da, ich konnte natürlich nicht groß essen, also einfach nur so Joghurt oder Brot ohne Rinde. So ein bisschen das Standardzeug. Und das ist dann eigentlich auch noch so, das hat man dann auch so 2 Wochen so weiterziehen. Was natürlich wichtig ist, man muss es kalt genießen. Am besten nicht warm, respektive warm darf man überhaupt nicht. Bei mir war es dann so, ich war 3 Tage im Spital. Nach der ersten Operation. Bin dann heim einen Tag und dann am nächsten Tag hat schon die erste Nachtblutung angefangen. Oh nein! Ich bin direkt ins Spital und dort, wo ich natürlich operiert wurde, und die sagen mir, ja, tut mir leid, Herr Brunner, wir haben aktuell keinen Arzt da und nicht die nötigen Mittel. Oh nein! Es wird weiter blüten. Das hat dann zum Glück aufgehört. Müssten wir nach per Rettungsdienst ins andere Spital verfrachten. Und ich so, ja, Baba Bratan, oder? Oh nein, das tut mir sehr leid, Hat er denn aber wieso? Haben sie keine Ärzte ready gehabt? Wegen Corona-Mona? Dann bin ich einfach noch einen Tag, oder respektive die Nacht noch als Überwachung dort geblieben. Hat natürlich nicht geblutet. Bin am nächsten Tag wieder heim. Bin vielleicht 3 Stunden daheim. Oh nein! Und dann geht verdammt, dann hat es richtig angefangen zu bluten. Also wirklich das Badzimmerbecken gefüllt mit Blut. Ich habe dem Rettungsdienst angerufen und die haben mich dann direkt
verfrachtet in das andere Spital. Ich möchte das da irgendwie keinen Namen nennen, ich weiß nicht, ob das wichtig ist oder so, aber für mich selber oder so, es spielt so nicht so eine Rolle. Ich bin dann einfach in das andere Spital verfrachtet worden. Shit. Ich bin dann am Abend um 10 Uhr bin ich operiert worden und irgendwie morgen um 2 Uhr bin ich dann in meinem Nest gelegen und ich dann einfach die weitere Zeit habe verbrungen. Es war dann wieder so, ich war wieder 3 Tage im Spital, war wieder etwa 2 Tage daheim, wieder eine Nachblutung. Ich so, Gott, verdammt noch einmal. Bin wieder ins Spital, bin wieder operiert worden. Und bin 3-mal operiert worden. Wegen diesen Schiss Nachblutungen. Digga, er tut mir so leid. Er tut mir so leid, Chat. 3 Tage da zum Chillen. Und dann, nachdem, dass ich eigentlich, oder an dem Tag, als ich heim durfte, an diesem Morgen, habe ich noch einmal geblutet. Kopf, verdammt, Alter. Und dann haben sie, gerade wo ich im Spital noch war, haben sie noch die eine Strickkuh gesagt, also kommt behalten ich gleich noch einen Tag mehr da. Aber das ist wahrscheinlich, wo ich so Fäden bekommen, die haben das so mit Fäden zugefädelt, so wie man dem so. Und das war wahrscheinlich wegen dem Vater, der ein bisschen geripst hat. Und das war zum Glück auch so. Also bis dann, oder seitdem habe ich nichts mehr. Ah, zum Glück. Innerhalb von 9 Tagen bin ich 3-mal operiert worden, habe 4-mal nachgeblutet. Ja, also mir ist so in dieser Zeit wirklich nicht sehr gut gegangen. Ich bin sehr ein hässiger Bub geworden. Also ich war wirklich sehr gereizt. So das Ganze. Ja, true, ich meine, das ist ja normal, Chat. Also es fällt ihm vielleicht sogar auch ein bisschen schwer, das zu erzählen und ich verstehe es zu 100%. Weißt du, wie das muss anschiessen, Digga? Eigentlich erwartest du ja, dass es beim ersten oder dann wirklich beim zweiten Mal klappt, aber noch das dritte Mal dorthin müsste es gehen in den Scheiß. Hey, shit, Mann. Irgendwann hat mir schon ein bisschen Erlebnisfreude genommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so, ich bin dann insgesamt habe ich einen Monat nicht dürfen essen. Also essen einfach immer den gleichen Scheiß, immer so ein bisschen so Vanille und Schokojoghurt am Anfang. Papa Bratan, Alter. So mit der Zeit ist das schon relativ scheiße geworden. Dann natürlich immer kalt. Ich muss darauf achten, dass keine Früchte drin sind oder Säuren oder so, die man hinten essen können. Also für mich hat es wirklich Alltag immer ein bisschen Brot mit Aufstrich gegeben. Wirklich von Tag zu Tag. Mir ist so ein bisschen das Essen auch verleidet. Zum Glück hat meine Freundin noch ein bisschen zu mir geschaut. Ehrenfreundin. Die hätte das auch nicht überlebt. Aber durch die ganzen Schmerzen, also im Kopf, verdammt Schmerzen gehabt. Ich tue euch hier mal so ein Bild einblenden, wie viele Medikamente sie bekommen haben. So, die Schmerzen waren schon ein bisschen fest. Chilliges Bild, Bro. Das alles zusammen und so, das hat mir, ich bin eigentlich immer schon ein Mensch, der hat immer gerade ausgeschaut. Hat immer gesagt, ich schaffe das, ich kann das, egal was passiert. Ich laufe weiter, so ein bisschen in diesem Stil. Und so, dann habe ich wirklich gedacht, so, komm, fick drauf. Wirklich fick drauf. Oh nee. Also ich will es nicht irgendwie, nehmt euch jetzt an mir kein Vorbild, geht lieber aufs Erste, lieber aufs Weiterlaufen, aufs Weitermachen. Aber so in diesem Monat habe ich wirklich ein bisschen, ja, ist mir halt nicht so, dementsprechend nicht so gut gegangen. Ich weiß gar nicht, was reden. Und oh nee. So an diese Zeit zurückdenken, ist schon nicht ganz schön, aber das ist jetzt Gott sei Dank durch. So ein bisschen mein Fazit, das ich noch möchte sagen, würde ich die Operation wieder machen? Ja, ich würde es machen. Hat einfach aus dem Grund, eben wie gesagt, 11 Mal in einem Jahr. Digga, tut mir so leid, weil er ist ein so ein aufgestellter und gut gelaunter Mensch immer gewesen. Vielleicht, wenn ihr ihn kennt von früher oder so mit den Videos und so, er ist so ein aufgestellter und guter Mensch und ich sage nicht, ja gerade jetzt zwar gewesen, aber er ist sicher immer noch der genau gleich geile Sieg, wo man alles mit ihm machen kann, blöden Scheiß kann mit ihm machen, gut und witzig kann sein mit ihm, 100%ig leer so. Digga, du machst weiter, du bleibst dran und dir wird es auch besser gehen, Bro. 100%. 100%, Mann. Wenn nicht er, wer denn? Safe, Mann. 100%. Krankgeschrieben, eine Woche, also nicht einfach 2-3 Tage, also alle Monate eine Woche krankgeschrieben. Das war natürlich auch nicht schön für mich. Und ich sage jetzt mal so, das alles zusammengenommen, war gleich noch nicht so schlimm wie in dem Monat, wo ich jetzt durchbeissen musste. Der Monat war halt einfach allgemein anstrengend. Hat allgemein an meine Nerven gezogen. Und ja, das ist eigentlich so das. Hey! Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Aber Lerso,
Big Baba Props, dass du so ein Video machst über genau das zu reden. Ich glaube, das tut dir gut. Ich glaube, das tut dir gut, über das zu reden. Jetzt hoffentlich, bis jetzt ist auch nicht gekommen, ich bin jetzt hoffentlich wieder einfach frei. Also frei, wie sagt man das? Yes, safe. Frei und gesund gleichstellen, ja, aber ja, auf jeden Fall, das Video hat so ein bisschen für mich so ein bisschen Bedeutung, eben so ein bisschen mal etwas zu zeigen. Es ist eigentlich auch nicht gross geschnitten, ich habe vielleicht ein paar Bilder reingeschrieben, wo ich mich jetzt wirklich zuerst auch ein bisschen auf mich konzentriere. Darum ist das eigentlich hier so ein bisschen so das Lehr-Solieren. Auch eine kleine Übung für die nächsten Lehr-Solieren. Falls ihr irgendwelche Fragen hättet, dürft ihr mich natürlich in den Kommentaren melden. Ich tue alles sehr gerne beantworten. Ich weiss meine Deutschkurs. Ich weiss meine Abmoderation nicht mehr. Gott verdammt, Alter, lang gestapelt. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Mittag, schönen Morgen, schönen Abend, was auch immer. Genießt euer Leben. Lerso, ey, ich wünsche dir nur die beste Gesundheit, alles Gute für die Zukunft, Bro. Und Chat, nur mal eins, feels okay, man, genau. Ich wünsche euch allen Chat. Ich wünsche euch allen nur das Beste, Chat. Nur das Beste, die beste Fitness, die beste Gesundheit für euch, eurem Leben. Das ist das Wichtigste für euch alle, eure Familie. Ich wünsche euch nur das Beste.